Guten Tag mitnehmen. Da bin ich noch einmal wer. Ich woll auf den Tage noch wer ein Grimmsch Märchen vorlesen, was ich is in Plattdeutsch übersatt hab. Und dat het dat schlaue Schniederken. Etwas is n Mal, so fangt jo alle Märchen an. Also, etwas is n Mal ne Prinzessin. Die lebte mit ihre Öllers in grot Schlott. Sie was nur in Tirotsfähige Oller kommen und woll auch war gerne trauen. Apat et soll ne kloken Mann wissen. Die Frios, weil bis dorto ihre Hand anholen hadden, possen alle nicht. Want auch echte Prinzen wassen. Darum dachte sie sich n Rätsel ut, und weil dat lösen kun, denn woll se trauen. Dat hören auch 3 Kledermaker, und die hadden auch ob die Prinzessin afsehne. Apat bloß die beiden Öllernschnieders sollen hen frien gorn. Den Jüngsten soll an Huse in de Werkstäh blieven und den Laden an Lopen hollen. Und dat sachen die beiden Öllern, dat ja auch sowieso vollste dumm was, dat Rätsel zu lösen. Dat post den jüngsten Schnieder Apat gar nicht. Und darum lebe einfach mit den beiden Öllern Schnieders mit not Schlott. Und trat er so up, als wann he mit die Prinzessin all traut was. Die 3 melden sich bei de Wachen an und wurden auch inloten. Die Prinzessin frucht dann den Ölsten Schnieder, auf he wuss, wat für Farben sie ob den Kopf har. Et sollen 2 Farben wesen. Den Schnieder überlegen lange und dachte an den Bürgermeister und sin Dorp. Die such alltit so prick und proper in sin schwatten Anzug und sin Witthemd ut, und so nömen he auch die beiden Farben, also Witt und Schwatt. Die Prinzessin lachede ut, wegen dat hat ja verkehrt was, und sie übergott mit Spott. Den zweiten Schnieder dachte sich, dat het vielleicht rot und blau was, apat dann voll ihn, dat ja wisse all andere Maßle diese beiden Farben nömt hadden. Darum sache, dat die mit rot und brun die richtige Antwort geben die. Die Prinzessin lachede auch ut und schicken weg. Nur drauf dat jüngste Schniederken verträen und versöken dat Rätsel zu lösen. Et bekeek sich die Prinzessin genau und sucht dann, dat doch eigentlich Gold war, to ihr kleine Krönchen ob den Kopf passen de. Und wat passt gut to Gold? Natürlich Silber. Und so sache, ich mein, dat die 2 Farben Gold und Silber socht werd. Die Prinzessin wurde bleek in Gesichte, denn dat wassen ja genau die beiden gesochten Farben. Apat die Prinzessin hatte kein Interesse an dat kleine Schniederken und verlangen nur noch widers von dat die eine Nacht in den Kerker verbringen moch. Darunter in den Kerker was ne gefangenen Brunbär, und wann he also eine Nacht mit denne überstorn hatte, dann woll sie mit trauen. Sie war sich sicher, dat he dat nicht lebend überstorn kun. Den Bär hatte groten Schmacht, und am nächsten Morgen wassen wisse bloß noch ein paar Knochen von zu finden, dat hofft sie. Dat Schniederken wasste mit ihn verstorne und lädt sich in den Kerker bringen. Die Bär leckerte sich all die Tunge und was heel wild ob den jungen Burschen. Man de halen ut sine Buchsentaske ne Handvoll Nötte, weht sie mit sine Tante kaputt und at dann die Nötte up. Tu den Brunbären sache, wocht doch af, wann ich die Nötte gäten heb, dann schmeck ich die doch noch voll beter. Dat sucht den Bär an und gaf sich erst iste frä. Dat Schniederken bot den Bär auch ne Handvoll Nötten an, und de gräb gierig to. Apat, wat de von den Schnieder krieg, wassen keine Nötte, et wassen kleine Kieselsteenkes.
Den Bär versucht, die Steenkes as Nötte zu knacken, man he bet sich bloß die Backentande ut und wurde richtig hellig. Da nahm den Schnieder seine Violine ut seine Taske und fängt an, Musik zu machen. Dat gefiel den Bär, und wegen hat ja früher ob de Karmissen as Tanzbär unterwegs was, funk he no auch an te tanzen und kon gar nicht mehr aufhören. Sech is, kün he dat Schniederken an, kun ich dat auch mal lernen, ob de Violine zu spölen? Ja, natürlich, krieg he zur Antwort, dat is doch gar nicht schwor. Du brauchst bloß die eine Förderpote ob die Bänder legen und mit die andere Pote nimmst du den Stock und damit strickst du einfach hin und her über die Sitten und dann kommt da eine neue Musik zustande. Den Brunbär de alles so, als dat Schniederken sagt. Nee, so geht das doch nicht, voll dat Schniederken in. Du hast ja vollste lange Fingernägel, die muss ich erstes affielen. Mit so lange Krallen wird dat nix. Wocht es eben, da achten ihn hoch, da steht ja noch ne ollen Schrufstock. Die steht hier noch, wegen at hier früher ja ne Schmied seine Werkstätte hatte, die Ritterrüstungen zu schmieden. Da musst du die ne Poten drin holen und ich dreh sie dann faste, dat du mit vielen keine Pine hast. Und so wurde et dann auch Markt. Als den Bär faste schroffen was, fängt dat Schniederken an, sich zu recken und klagen, dat et doch nur so müh was, dat et unbedingt ein paar Stunden schloppen moch. Et lach sich in hoch ob Stroh und schlebt bis an nächsten Morgen. Als die Sonne upgorn was, kam die Prinzessin an de Kerkerdeur, zu kieken, wo voll den Bär war von den jungen Kerl noch überlauten hatte. Aber de kam gut ut schlapen an die Tür. Da mocht die Prinzessin ja was klein biegem. Den König, der ja ihr Papa was, bestön nur darauf, dat den Schnieder alle Bedingungen bestorn hatte und he seine Tochter heiraten kun. He lädt einen Kutzwagen führen, der die beiden nur die Karke bringen soll. Die beiden anderen Schnieder waren so hellig dort drüber, dass den jüngsten Kledermaker die Prinzessin heiraten kun, dass sie in den Kerker leben und den Brunbär und den Schrufstock losmeken. Den Bär lebt schnuvend achter den Wagen her und woll dat Brutpaar bange machen. Die Prinzessin krieg so ne Angst, dass sie sich in die Arme von ihren Brüm fallen lädt. Monde schof sie ne Brutbisite, stellen sich ob den Kopf und heel sie ne Beine der dat kleine Wagen fester und reb. Mag, dat du wegkümmst, du olle Brunbär, sis komm ich is eben noch buten und dann klemm ich die wer in den Schrufstock. Da kriegt den Bär et mit der Angst zu tun und he vertrock sich gau in den nächsten Busk. Nachher wurden die Prinzessin und das Schniederken mit n grot Hallo wieder nach de Karke führt, wo sie für den Geestlicher zu Mann und Frau verbunden wurden. Die beiden waren nun ein glücklich Ehepaar. Und wann sie nicht storben bünd, dann läuft sie von Tage noch. Noch halt du Kregel und ich sag, gut gone.